Moin, ich bin Ingrid Jochem, ich bin Olaner Gästeführerin. Ja, moin, ich bin Finn Witt, ich komme aus Olas und ich studiere Theologie in Hamburg. Ja, Finn, vandaag wird wir überhaupt Olaner Hochzeitssuppe gucken. Und ich habe hier eins auf dem Tisch, was dort kommt. Das ist einmal hier Tafelspitz, das sind Knogen, Markknogen. Dann habt wir das ganze Suppengemüse da. Wir haben Zippeln, wir haben Sellerie, Porree, Petersilenwurzeln. Und nachher für die Suppe tun Binnenbrot wie Mehl, Butter und tun aufschmecken Lorbeerblöhr, Peper, Muskatnuss gerieben und Ingwer. Jo, das klingt doch gut. Finn, wir würden nur zuerst mal die Zippel hier Jo. spicken und dann kommt noch ein paar Nelken dort drauf. Jo. Die kannst du auch mal in die Hand nehmen Jo. und stickst die dann hier so in die Zwiebeloberfläche rein. Jo, mag ich. Und warum macht man das? Also das mag man so, damit die Gewürze nicht in den ganzen Put und anflecht und man den noch so wie Rut nehmen kann. Ne? Jo, das ist gut. So, Ja, einen kannst du ruhig noch Ton nehmen. jo, und das direkt an? Das direkt. Oh, das ist schon gut. Na, Finde, in diesen grauen Put kommt das Ganze nur rein. Wir Jo. nehmen erstmal das Fleisch, Sult ist da in das Woder und dann kommt die Markknochen da mit drin. jo. Und du darfst nur gleich den gespickte Zwiebel dort geben. Jo, dann mag ich auch was Gutes. So, Boben drauf. Ja, Und Boden dann ab. so mit drin. Ja. Ja, schön. Und mindestens 2 Stunden kochen jetzt. Ne? Das ist lang. Wie sanfte Hit. Also Jo. darf nicht so stark kochen. Ne? Jo, Wie kickt noch 2 Stunden werden. Ne? dann kicken wir mal, was passiert, ne? Aber ganz so lang dürft ihr doch nicht täuben, denn wir mit zwischendrin noch mal das Suppengemüse reinpacken. Dort. Jo, stimmt. Die Porridge-Stangen, die schnitt man am besten so den Ling noch ab. Und dann kann das Ganze noch mal utspült werden. Ne? Das mag wir noch mal Aha. eben einmal. Denn solange das hier noch zu hoch ist, kann noch jemand mit dem Sand insitzen. Ne? Jo. Das wird wir ja nicht Wird mitnehmen. wir nicht die in Suppe, einen ne? haben, Das nee. knirscht immer so. Ne? Gut, ich spüle das noch mal eben Jo, gut. da Ne? mag man. Die Porridge-Stangen, die schütt dann in feine Streifen schneiden worden. Jo, Und könnt dann noch gleich in die Suppe kommen. Ne? jo, Ich habe jetzt Boben anfangen wie das Grüne, Jo. weil das innen besser zu Hause holt, ne? An den Wurzelboden. Ne? das ist gut zu werden, jo. So, wir halbiert die ganze Petersilienwurzel und dann schniert wir das hier den Ling noch mal ab. Okay. Also die sind so richtig schön fast und ich mag das Bedisse hier auch gleich mal eben. Jo, Und dann wird wir die tatsächlich in letzte Würfel schnieren hier, ne? kick an. So, wir habt hier jetzt das fertig geschnittene Gemüse. Das sind Porree, Sellerie und Petersilienwurzeln in Würfel schneiden. Und das gebt ihr jetzt hier mal zu die Brühe dort und lasst das jetzt noch mal eben so 20 Minuten hier mitköcheln. So, uns Hochzeitssuppe, die hat jetzt 2,5 Stunden gekocht. Das Gemüse ist da in und jetzt müssen wir zuerst mal das Fleisch gut holen. Jo, krieg mal in den Pott drin, das ist doch gut gut, ne? Finde ich auch. So, wir holen das Fleisch nun mal gut, Jo. stellt das mal eben an die Sied. So große Dinger, wa? Graue Dinger, 3 Stück hab ich da bin. Aber der gibt so richtig Kraft noch in diese Suppe drin, ne? Jo, das glaube ich. So, könnt wir die ganze Brühe einmal durchguiden. Jo. Ich fange mal vorsichtig an zu guiden. Ich stelle das hier mal eben auf. Jo, da muck man. So, das sieht da gut hier, ne? Mit der Jo, Brühe. finde ich auch. Aber die blifft ja auch nicht so. Nee, die blifft nicht so. Also so können wir das auch guiden, aber Ja. in Holland hätte man das anders Ja, aber gemacht, ne? Geist wird das schon träg. Aber hier ist das wohl ein bisschen Genau. anders. Hier ist das so ein bisschen komplizierter. Jo. Ne? So, ich gehe den Rest hier noch mal eben durch. Ja. Wir lassen das hier jetzt gut auflaufen. Und dann brauchen wir jetzt gleich die Brühe Jo. und wird da eine gebundene Suppe herstellen. Jo. Und zu dieser Hochzeitssuppe, da gibt es ja auch noch Rosinen, gekochte Rosinen. Also die habe ich hier jetzt gestern Abend einmal inwegt. Kann es das sein, die sind ja richtig schön prall und dick. Ne? Wie machst du Und das? da habe ich einfach Cold Water bin rübergegangen Ja. und habe sie hier in das Glas tun. Und wie könnt ihr jetzt klick mal in so einen kleinen Put tun? Du hast ja einen alten Bist du denn hier, jo? Ja, genau. Da schütten wir hier rein. Und die wird jetzt einfach so ein bisschen hitmogt, ne? So wird Okay. sie noch mal ein bisschen praller. Kick an. Gut. Der ist träg. Das ist recht. Willst du lieber die linke oder die rechte Sied haben? Oder ist die da Ach, egal? darüber lasse ich die mal. Ja, Ne? dann habe ich die linke Sied.
Und was buck wir damit? Das nur in Das den gibst Pot du jetzt drin? einfach hier in den Pott drin. Gut. Den beiden, dass ich nicht so viel Butter an die Finger habe, aber das ist ein okay gut. Das stimmt. Zack. Das pflegt die Hand, ne? Ja. Wir habt jetzt hier die Butter in den Pott zerladen und da kommt jetzt gleich das ganze Mehl drin. Jo. Und jetzt muss man ganz kräftig rühren, denn das Mehl, das soll jetzt hier in die Butter anschwitzt waren. Ne? Also so ein Lettbeden hier gut in den Pott rühren immer. Und das sieht bisher jetzt richtig gut aus. Kickt ihr das an. Und wie mögt jetzt gleich das Ganze mit der Brühe abfüllen. Und das geht no und no. Und man braucht dafür unbedingt einen Schnellbessen, damit man doch keine Klümpchen drin kriegt. Ja. Ne? So, hier kann man jetzt gut sehen, also das ist klumpenfrei und ist jetzt natürlich noch richtig dick, aber wir geben ja gleich noch mal Brühe noch. Ich nehme mal ein bisschen mehr. Jo, da kannst du morgen. Also man muss immer rühren, das ist ganz, ganz wichtig, Dobby. Jo. Klümpchen, die kriegst du nicht wer untereinander. Ja, das ist schwierig, dann musst du ja einen feinen Sieb geben, aber das wird wir ja nicht. Ne? Das Nee, wir müssen uns ja nicht noch mehr Arbeit morgen, ne? Nee, das soll ja von Anfang an hier klappen, ne? Jo. Aber bis jetzt klappt ja eins ganz Das gut. klappt eins wunderbar. So, ich glaube, Finn, wenn du mir das jetzt rüber gibst, ich das hier mal mit drin, Dann mag ich. dann laut wieder zum Gucken kommen. So, Finn, wie wird jetzt noch mal unsere Hochzeitssuppe legieren? Jo. Das hält durch Eigelb das Ganze noch mal verfeinern. Ah. Also zuerst mit wie mal 3 Eier trennen. So, Jo. das gebe ich jetzt hier rein, weil ich da glick, oder du kannst da glick ein bisschen Cold Water geben und dann Jo. dreht wieder den Deckel darauf und dann kannst du das Ganze mal richtig gut durchschütteln. Ne? Ah, darum auch das Glas da. Ja. Ah. So, das hat klappt. Dann bin wo das? So ein bisschen Water da. Das? So, und dann schüttelst du das Ganze mal. Jo, erstmal kriegen das nichts Rutloben da. Ja, das geht. Mit eins richtig vermischt ist. Jo. Ne? Habe ich noch ein bisschen So. was zu dauern. Genau. Dann können wir jetzt gleich mit der Suppe wieder morgen. Jo. Und ich zeige dir gleich noch mal, wie man das am besten da rühren Jo, kann. dann Ne? wissen wir das mal. So, reckt das also? Oder? Direkt also. Ja, okay. Gut. So, wir haben das Ganze hier jetzt gut verrührt, Jo. vermischt. Ich gebe das hier mal eben rein, weil wir hier schlecht von der Suppe was Tau geben könnt. Jo. Und ich möchte aber gern, dass wir erstmal von der Hittesuppe jetzt was hier reingebt. Okay. Und dafür arbeiten wir hier mal Hand in Hand. Jo. Du Und dann- gibst jetzt hier mal so eine Kell hier rein. Jo, das mag ich. So. Zack. Und auch hier muss man aufpassen, dass man schön rühren darf. Ja, glaube ich. Das soll ja nicht flocken, ne? Nee, dafür bin ich. Aber hier kann es halt sein, wie das schön Gel wart jetzt. Noch mehr? Hier, ne? Ja, noch mehr. Jo, kommt. Das ist jetzt so ein Temperaturblick, ne? Also Jo. wir geben jetzt von der Hittesuppe, was hier zu das Eigelb. Jo. Und gleich können wir aber den großen Schritt machen und geben das Ganze in den Pott drin, ne? Jo. Genau, dann nimmst du mir eben die Kellen bei den hoch. Jo. Ich lasse das hier mal reinlaufen. Dann mag man. Oha. Dann guck mal, jetzt kannst du das sehen, wie schön gel das war. Ne? Jo, schön. So Das ist eine gold, gute Farbe, ne? eine goldene Farbe. Jetzt braucht wir bloß noch den goldenen Geschmack daran zu kriegen, ne? Jo. So Doch, ist ja auch. ein bisschen wenig, ne? Noch- Also da kommt ja nun gleich noch ein bisschen Ingwer ins Spiel, dann Ja. kommt ja auch noch ein bisschen Muskatnuss. Und das Ganze habt ihr ja hier auch in greifbarer Nähe. Jo. Und möchte die ganze Suppe dann mal abschmecken, ne? Jo. Ich stelle den Pott noch mal eben wieder rüber Jo, das mag man. und wir holen das noch eben hit. Bereit den Ingwer für und Jo. schmeckt mit ein bisschen Muskatnuss ab. Jo, Ne? das mag wir. Wie viel denn? Noch ein bisschen. Da kommt was gut, ne? Da Jo. kommt was Rot, ja. Ich glaube, so ist begaut. Jo. Kannst du ein bisschen gut klappen hier, ja. Wir habt hier jetzt die Ingwerknolle. Ja. Und da soll so ein bisschen, also einfach so ein Lettbitten, so einen lütten Hauch von den frischen Ingwer drin. Jo. Und dafür rief die einfach mal so ein bisschen in die Suppe. Jo. Jetzt probiert wir das Ganze noch mal. Jo. Beide. Das geht so, ne? Geil, ja. Und kick wie mal.
Na, was sagst du? Was soll da noch Ich finde drin? ein bisschen Salz. Was Salz? Ja, noch ein bisschen Salt. Salt, Mann, was habe ich denn vor mit das Salt? Also die Olaner Hochzeitssuppe, das ist jetzt eine gebundene, sättigende Suppe. Ne? Ja. Und dann kommt ja gleich das Fleisch noch darin. Ja. Ne? Jetzt würde ich mal gucken, ob wir jetzt mit dem Geschmack hier all einverstanden sind. Jo. Sonst geben wir noch mal ein bisschen noch. Jo. Oh, ja, ich finde das gut so. Ja, wenn du das sagst. Ja? Jo, wenn ich das sage, dann Jo, würde ich auch finden. wenn du Ne? das sagst, dann ist das auch gut. Ne? Ja, ich finde Soße nicht schlecht. So, wir geben noch mal ein bisschen von der schönen, fein geschnittene Gemüse darin. Jo. Und dann kannst du das Ganze noch mal einmal abrühren. Das war weg. Und dann kümmern wir uns hier um das Fleisch. Jo, Ne? das war weg. Ich halbiere das hier mal eben, da das Ganze so ein bisschen mehr händelbar ist. Und lege das eine Stück hier mal eben auf die sieht. Also schnieren mit, wie das Ganze serviert werden, schall das in Würfeln. Und da muss man natürlich kicken, dass man so quer zu der Faser schnitt. Ne? Okay. Also ich schniere das Ganze jetzt mal eben hier von diese Sied ab. So, ich nehme mal das erste Stück und das lege ich nun mal einfach quer. Da schütt ja Würfel gut waren. Also wenn hier noch so ein bisschen Fett an ist, dann legt man das am besten an die Sied. Ich schniere jetzt mal hier einmal das Stück hier in die Mitte Jo. und war das Ganze dann einmal in das Format hier ungefähr bringen. Okay. Wir holen jetzt gleich mal einen Suppenterrin Jo. und auch mal ein paar Suppentörer und wart dann das Ganze zu Haupt servieren. Alles klar. Ja, so mag wir das jetzt mit das restliche Fleisch auch. Jo. Ne? Jo, schau. So, zum Servieren für die Hochzeitssuppe fülle ich jetzt erstmal von die schön legierte Suppe was auf den Teller ab. Und das Fleisch, das ist ja richtig schön warm holen, das gebe ich jetzt gleich darin. Und das Ganze wird dann serviert mit Rosinen. Also diese Rosinen, die sind gore und die sind richtig schön prall. Und dann nimmt man den Jümmer, also so ein Label von Rosinen, nimmt man sich dort Tau und isst das so zu Haupt. Also mit den Rosinen und mit den gekochten Tafelspitz da in. Aber was meinst du, wieso da der Ut hier Ich finde das so gut. Ja, doch. Wir haben sie ja probiert und wir wünschen natürlich uns Gäste jetzt guten Appetit Ja. mit der Olaner Hochzeitssuppe. So, wir habt jetzt hier uns schöne Rosinenbrot. Ja. Das ist auch schön utkeult, also so ein bisschen lauwarm ist das noch. Ja. Aber ich schneide das hier mal an. Jo, da muck man. Dann kannst du schon mal kicken, wie das so ut sieht. In der Mitte. Jo, Wahnsinn. Wahnsinn. Na, Wunderbar. Und noch einmal durch. noch einmal Und durch. ist gleich. So, dann kommt das Ganze hier auf diesen Teller ab. So. Jo. Also ich kriege richtig Appetit. Jo, ich auch. Also unsere Gäste, die wir da inload haben, also der wünschen wir natürlich guten Appetit. Dort, Jo, ne? natürlich. Jo,